niemand von uns würde hier sitzen oder auch online zuschauen, wenn nicht irgendjemand hat für dich gebetet, dass du zum Glauben kommst, oder? Jemand hat dir das Evangelium von Jesus Christus erklärt. Der Heilige Geist hat dir deine Augen aufgemacht. Du hast plötzlich realisiert, ohne Jesus bin ich verloren. Und dann wurdest du getauft mit dem Heiligen Geist. Du bekamst Geistesgaben und auch Früchte von Liebe, von Freude, von Gerechtigkeit, von Durchhaltevermögen. Du hast plötzlich gemerkt, dein ganzer Systemwechsel hat sich verändert. Und du hast plötzlich ein Upgrade bekommen in deinem Leben. Sünden sind dir vergeben worden. Ich mag mir erinnern, an dem Tag, wo ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, ich habe das Gefühl gehabt, 1000 Kilo von Gewicht fällt von meinen Schultern. Das Gefühl, wenn Jesus in dein Leben kommt, ist nicht ein bisschen Kosmetik, ein bisschen ein Kuchen, ein bisschen so Schlagsahne obendrauf. Nein, es hat mein Leben um 180 Grad für immer komplett auf den Kopf gestellt. Und ich war so verliebt in Jesus. Ich war so verliebt in Jesus, dass ich sagte, morgens früh, ich kann nicht essen, weil ich bin verliebt. Am Mittag, ich kann nicht essen, weil ich bin verliebt. Am Abend, ich kann nicht essen, ich bin so verliebt. Und am Abend konnte ich nicht einschlafen, weil ich hatte Hunger. Wer von euch kennt das? Jesus hat dein Leben nicht nur ein bisschen verändert, sondern um 180 Grad auf den Kopf gestellt. Und jetzt ist auch interessant, Jesus hat gesagt, das gute Werk, das er in uns angefangen hat, und diesen Satz muss ich dir mal geben, das gute Werk, das Gott in uns angefangen hat, wird Gott akribisch zu Ende bringen. Dieser Satz ist ein Life-Coaching-Commitment. Ich werde euer Leben zu Ende bringen. Und darum haben wir das Buch der Offenbarung. Und die Offenbarung ist genau ein Statement, was Gott angefangen hatte bei Adam und Eva. Also ganz am Anfang bei den Bildern hier, wird Gott am Ende in seiner Kraft zu Ende bringen. Und es gibt 7 Gemeinden in der Offenbarung. Und in jeder Gemeinde sagt Gott, hey, ich habe den Glauben bei dir angefangen. Magst du dich noch erinnern? Und ich sehe gewisse Dinge bei dir. Werden wir noch ein bisschen Pimp, my Jesus, verändern. Und ich werde es zu Ende bringen mit dir. Wir beginnen bei der ersten Gemeinde, bei dem Sendschreiben Ephesus. Und Gott hat ein paar gute Worte und ein paar Dinge, und sagt, arbeiten wir dran. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Ephesus. Das ist die Botschaft dessen, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und der unter den 7 goldenen Leuchtern umhergeht. Ich weiß alles, was du tust. Ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgegeben, es aber nicht sind und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben. Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr nicht mehr wie am Anfang in der Liebe lebt. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Aber ich will auch etwas an dir loben. Du hast die Taten der Nikolaiten genauso, wie ich es tue. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem werde ich in Gottes Paradies vom Baum des Lebens zu essen geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist Gottes Gemeinde in Ephesus sagen möchte. Wir werden 7 Gemeinden anschauen. Und du kannst es auch ganz symbolisch für dein Leben nehmen, überlegen, welches von diesen 7 Gemeinden ist mein Leben, repräsentiert mein Leben, meine positiven Eigenschaften und auch meine Challenges. Und wir werden jeden Gemeinde durchgehen, Vers für Vers, und machen so eine Bibelauslegung. Ja, seid ihr dabei? So richtig so Word by Word. Wir beginnen bei Offenbarung Kapitel 2, Vers 1. Da heißt es, schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die 7 Sterne hält, also 7 Leiterinnen, und zwischen 7 goldenen Leuchtern umhergeht und lässt der Gemeinde was sagen. Also, wenn man diesen Bibeltext anschaut, ist
ist bereits schon interessant. Wenn man die 7 Gemeinden, ich habe eine Karte mitgenommen, das anschaut, wo die positioniert sind, dann sieht man, wie Gott systematisch am Uhrzeigersinn von Gemeinde zu Gemeinde durchgeht als ein System. Mit anderen Worten, wenn Gott das gute Werk bei dir beginnt, sagt Gott, ich habe einen Plan und ich werde systematisch vorgehen, um das Beste aus dir rauszubringen und die Dinge, die keinen Sinn machen, werden wir eliminieren. Das heißt, Gott ist ein systematischer Gott, der umhergeht und schaut, was kann ich konkret in deinem Leben optimieren. Lass uns eintauchen in Ephesus. Wo war Ephesus? Ephesus war eine Stadt mit 170.000 Einwohnern. Das muss ich mal vorstellen. Es war die drittgrößte Stadt von den Römern. Es war eine Metropole. Alle Wege führten von da in das Landesinnere. Wenn du sagst, Zürich und München sind die Immobilienpreise krass, Ephesus war das gleiche Problem. Immobilienpreise über dem Limit. Dann hat es ein Stadion gegeben, 24.000 Sitzplätze, Entertainment, also Unterhaltung war in Ephesus extrem wichtig. Es gab auf dem Berg einen Tempel für die Kaiser und es war da ein Brauch gewesen, du musst dem Kaiser ein Opfer bringen, das gesagt, der einzig selige, allein bringende Heil kommt von unserem Cäsar, von unserem Kaiser. Du hast ihm die Ehre gegeben, er errettet uns. In der Mitte stand der Tempel von der Artemis. Und das gehört heute zu einem der 7 Weltwunder, wenn man diesen Tempel anschaut. Der war kostbar, der war krass gebaut worden und das war so das Zentrum. Und das war auch eine Botschaft, Ephesus war sexuell. Genau gleich wie heute. Du konntest machen, tun, was du wolltest. Das war so das Zentrum der Sexualität. Lebe es aus, wie du willst. Hauptsache, es funktioniert irgendwie. Und dann gab es eine Bibliothek, hochintellektuell. Da gab es noch kein ChatGPT, sondern die Leute haben studiert. Das war eine hochintellektuelle Stadt. Und wenn du heute sagst, ja, Zürich ist eine spezielle Stadt, und denke daran, Ephesus war genau gleich. Und jetzt, wenn du Gott wärst, Gott macht in Jerusalem, bringt den Heiligen Geist, kommen 3.000 Menschen zum Glauben. Und die erste Church Planting außerhalb von Jerusalem war in Ephesus. Paulus geht dahin mit der Mutter von Jesus und auch dem Johannes. Und Paulus wusste, wenn ich in Ephesus, in der Metropole, intellektuell, sexuell unrein, hohe Immobilienpreise, wenn ich da eine Church gründe, wird das Evangelium in alle Straßen, in alle Dörfer, in alle Berge hinausgehen. So Paulus und Priscilla und Aquila haben da angefangen. Und wie beginnt man eine Church? Ganz einfach. Du gewinnst einen Mensch für Jesus und dann eine zweite Person und dann eine dritte Person und dann eine und dann eine und dann eine und dann hast du eine Microchurch. Microchurch ist das gleiche Modell. Du bist irgendwo in Deutschland, Österreich und der Schweiz, lädst eine Person ein, dann 2 bis 10 bis 12 bis 20 bis eine Microchurch. Plötzlich explodierst du, dann sagst du, wir brauchen ein Gebäude wie ICF Zürich und plötzlich bist du Tausende von Leuten und Leute sagen, ICF war schon immer groß. Nee. Es war eine Person und das warst nicht du. Dann kam eine zweite und heute wird es größer. So hat man das gemacht in Ephesus. Und jetzt Achtung, Gott beginnt mit 3 Komplimenten. Offenbarung 2, Vers 2a. Ich weiß, wie viel Gutes du tust und weiß von all deiner Arbeit und kenne deine Standhaftigkeit. Weil als Paulus kam, da waren 12 Leute, waren gläubig. Und die gläubig geworden sind, waren nicht alle der gleichen Meinung von Paulus. Hast du schon gewusst? Schon dazu mal? Ich gesagt, nee, das sehe ich nicht so. Ich habe auf YouTube was anderes gesehen und das ist eine andere Theologie. Wenn du etwas beginnst, hast du ein Problem. Du ziehst Menschen an und das sind Menschen. Aber du musst am Anfang, ich sage das bewusst, wenn du am Anfang die Einheit nicht bewahrst, dann wird alles kaputt gehen. Wenn du eine Microchurch beginnst, eine Small Group beginnst, du hast immer ein, sorry, wenn ich das sage, schwieriges schwarzes Schaf. Und diese eine Person, wenn du dieser Person Raum gibst, ist wie ein Sauerteig, wird das alles zerstören. Das war das Problem von Ephesus. Super gestartet mit krassen Wundern. Und Paulus hatte schon am Anfang Probleme mit den Christen, hat gesagt, so geht's nicht. So können wir gerade aufhören. 170.000 Einwohner.
und eine Gruppe von 12 Leuten. Was ist das Verhältnis? Manchmal denkst du, Jungs, wir haben noch 170.000 Menschen, um zu gewinnen. Also Paulus musste da schon ganz am Anfang Kirchenzucht einführen. Und das machst du nicht, weil du denkst, ich bin der einzige Richter, sondern um die Einheit zu bewahren. Paulus schrieb in Ephesus den Philomenbrief, den Philipperbrief, den Galaterbrief, 1. und 2. Korintherbrief und auch den Römerbrief. Man sagt, von Ephesus kamen die meisten Briefe rausgeschrieben. Vers 2b. Da heißt, sagt Gott, nochmal zurückgehen. Dann sagte Gott, approved. Das ist gut. Den grünen Zweig. Wieso? Das ist krass. So, puff, Siegel. Der nächste Vers B. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Wer von euch kennt Apostel, die Apostel sind und sind es doch nicht? Liebe Leute, es gibt so viele Irrlehrer und ich sage euch ganz konkret, was Irrlehrer machen. Irrlehrer sagen, Gott gab mir eine Offenbarung, mir. Und ihr müsst mir nachfolgen, weil ich habe die Offenbarung und die hast du nicht bekommen. Die sagen meistens auch, du musst die Bibel nicht lesen, weil ich bin die Offenbarung. Falsche Apostel sind so einfach zu lesen. Darum sagen wir im ICF immer wieder, du musst nicht meiner Meinung sein. Prüfe es mit Gott. Würde nie ein falscher Apostel machen. Nie. Ich sage, geh, prüfe es. Und wenn es falsch ist von mir, gibt es eine Toilette, runter, spülen, erledigt und dann wieder. Prüfe die Dinge mit der Bibel, mit dem Wort von Gott. Und Gott sagt zur Kirche, approved. Das habt ihr super gemacht. Im Vers 3. Weil du dich zu mir bekennst, musst du geduldig Schweres ertragen und hast niemals aufgegeben. Gott sagt eigentlich da zum Paulus, du hast die falschen Apostel rausgekickt, du hast die Irrlehrer nicht toleriert, du musstest die Synagoge verlassen und ihr wurdet öffentlich bloßgestellt. Ich finde es mega interessant, das heißt, sie wurden öffentlich bloßgestellt. Und ich habe einen Bibeltext aus Apostelgeschichte, weil Gott hat am Anfang krasse Wunder gemacht in Ephesus. Apostelgeschichte Kapitel 19, Vers 17 bis 20. Ich möchte nur ganz kurz den letzten Teil lesen. Du kannst den Kontext lesen von Ephesus. Gott hat krasse Wunder gemacht. Und das musst du mir vorstellen, es heißt hier, viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, bekannten jetzt offen. Sag mir bitte nicht, dass dein Glaube ist Privatsache. Niemand hat gesagt, geht euch nichts an, ist mein Ding. Sie haben offen bekannt, dass sie früher Zauberei betrieben hatten. Eine ganze Anzahl von ihnen brachten die Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Liebe Leute, es war im Wert von 50.000 Silberstücken, das ist umgerechnet, jetzt musst du gut zuhören, 3 bis 4 Millionen Schweizer Franken. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, deinen Ferrari zu verbrennen? In Deutschland wäre es nur der Mercedes. Darf ich dich fragen, wie viel ist dir dein Glaube wert? Wie viel ist dir das wert, und sag's auch mir, dass ich bereit bin, mein altes Leben hinter mir zu lassen, möge was mögen sein muss. Mir hat ein Geschäftsmann gesagt, und ich finde, Geschäftsmänner sind sehr interessante Menschen, aber manchmal sind sie auch interessant. Mir hat ein Geschäftsmann gesagt, weißt du, Lea, es ist nicht so einfach, in der Geschäftswelt Business zu machen, weil es ist so Grauzone. Er sagt, ja, das ganze Leben ist Grauzone. Was meinst du mit dem? Und ich möchte dir sagen, ich glaube an Werte und ich glaube, manchmal musst du einen Auftrag verlieren, aber nicht deine Werte. Wie viel ist hier deine Überzeugung wert? Weil dann wissen Menschen, eine 1 ist eine 1 und eine 2 ist eine 2 und du bist eine integrierte Person. Die ersten Christen haben gesagt, wir haben eine Visitenkarte, we don't play, es ist uns total real und auch echt. Auch hier sagt wieder der Paulus oder Gott zu ihnen, auch das habt ihr bestanden, well done. Und jetzt im Vers 4. Aber eines habe ich an dir auszusetzen.
Dieser Satz kenne ich von meiner Mutter. Sie sagt immer, also das ist jetzt, bei mir, meiner Mutter war es immer Mehrzahl. Das ist Einzahl. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Hey Jungs, die kommen nach Ephesus. Menschen kommen zum Glauben. Dämonen werden ausgetrieben. Man hat die Schweißtücher von Paulus genommen, um Menschen zu heilen. Gott hat Wunder an 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 Wunder erlebt. Und irgendwann lässt deine Verliebtheit so nach, dass die Liebe ist so tief in dir drin, dass du sie nicht mehr finden kannst. Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass man die erste Liebe verliert? Wenn ich euch genau anschaue und auch online, ich sehe nur Wunder. Ich sehe Leute hier drin, vor einigen Jahren wart ihr Single und ihr habt geweint. Gott, gib mir eine Frau. Haben wir nicht gefasst und gebetet? Und jetzt, neben dir ist deine Frau. Und nicht nur das, du hast auch noch Kinder. Du hast auch noch ein Haus gekauft, wie der Schweizer und der Schwabe sowieso. Und sitzt du da und merkst plötzlich, ja, alles hat Gott erfüllt, was ich wollte. Und man wird so träge, man wird so bequem. Man hat sich eingerichtet und denkt, ja, die Liebe ist eben nicht mehr so oberflächlich, sondern in die Tiefe. Und ich kann dir eines sagen, was Gott hier sagt. Wenn du die erste Liebe verlierst, Vers 5, weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Nichts war zu viel, das Beten und das Bibellesen, in die Church zu gehen und zu worshipen und zu fasten und get free. Kehre um und handle wieder wie so zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Liebe Leute, es gibt keine Garantie. Größe bedeutet nicht, es wird immer bleiben. Gott kann auch eine große Church sein. The show is over. The church is over. Die Bibel sagt, wenn wir die erste Liebe verlieren, haben wir alles verloren, was so wichtig ist in unserem Leben. Ich habe eine ganz einfache Ilu, die ich euch mal ganz kurz zeigen möchte, was da am Anfang geschieht. Und zwar, am Anfang ist man so leer, man hat Sehnsüchte, man hat Bedürfnisse. Und das ist das Wort Gottes und man geht hin und man fühlt sich mit Gott. Man fühlt sich mit Gott und dann sagt so, 2 Worship-Songs genügt. Nein, ich muss noch einen Burger essen. Oh nein, ich muss noch nach Hause. Oh, Sabbat, hab keine Zeit. Shopping Mall, Glattzentrum, oh, Rasenmähen, oh, Kinder, oh, Windeln, oh, Hals aus, 4 Liter, oh, Preaching, schon 20 Minuten, noch zu lang. Und du merkst, du bist mega, mega nervös und das und jenes und ich sollte und musste und Instagram und TikTok und du merkst, man ist immer voll und wieder leer und wieder voll und wieder leer und wieder voll. Wer kennt das? Voll und wieder leer und voll und wieder leer. Wieso bin ich nicht wieder erfüllt? Ganz, ganz einfach. Halt mal deinen Becher hin. Sei still und erkennt, dass ich bin Gott. Du kannst es nicht leisten, nicht gefüllt mit Gott in den Alltag zu gehen. Kannst du nicht leisten. Sei still und erkenne, dass ich bin Gott. Und weißt du, was ist der Schlüssel zur ersten Liebe? Dankbarkeit. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist etwas, was du lernen darfst und musst. Dankbarkeit hat mit dem zu tun, du gehst in den Alltag und eine Person sagt nicht freundlich Hallo und du denkst, siehst du, immer die Erika, immer die Erika. Und immer der Paul und der Franz und der Heiri. Immer. Und voll vom Heiligen Geist. Ja, warst du voll am Morgen. Und wenn du am nächsten Tag dich nicht füllen lässt, gehst du so zur Arbeit und dann bist du ganz leer. Sagst du, Gott, wo bist du? Ich spüre dich nicht, ich fühle dich nicht. Dankbare Menschen wissen, Backe, es gibt Dinge, die machen mich so wütend und so hässig, kann sein. Aber ich bin dankbar, dass ich jeden Tag sage, Gott, es tut mir mega leid, ich bin gestolpert. Die Scheiße. Weißt du, weißt schon welche, die du gemacht hast, aber die hat Störungen. Und der Gott fühlt dich wieder.
und du gehst wieder zur Arbeit. Mutter Teresa hat Gutes getan in Kalkutta, kranke Menschen geholfen. Sie hat ihr Leben gegeben, keine Karrieresprung, keine Aktien, kein Bitcoin, nichts. Und Mutter Teresa hat gesagt, auch wenn du Gutes tust und wenn du dein Leben investierst für Menschen in der Not, sie werden dir nicht Danke sagen, sie werden dir ins Gesicht spucken, sie werden dich verleugnen und alle diese Dinge tun. Dann sagte sie, und auch wenn Menschen dir das rauben, trotzdem und dennoch hör nicht auf, Gutes zu tun, weil Gott es immer wieder in meinem Leben füllt. So, ich möchte euch ganz kurz was erklären, was Dankbarkeit ist. Wir verwechseln oft eine Sache. Das Haus, das Gott dir geschenkt hat. Wer hat ein Haus gefühlt geschenkt bekommen? Wer möchte gerne ein Haus geschenkt gefühlt? Alle. Gut. Also, nimm das Beispiel für alles. Du warst Single, hast eine Frau, hast einen Mann. Ihr hattet keine Kinder, das Gebet hast du Kinder. Hattest nichts, plötzlich hast du ein Bankkonto. Was auch immer du hast. Kennst du den Segen von Gott? Es gibt einen Fehler, den oft Leute denken beim Denken. Ein Haus, das Gott dir schenkt, werden die Fenster automatisch dreckig. Ein Haus, das Gott dir schenkt, muss den Rasen immer noch selber mähen. Ein Haus, das Gott dir schenkt, hat noch immer Staub. Ein Kind, das Gott dir schenkt als ein Wunder, wechselst du noch immer diese Scheißwindeln. Das Kind, das Gott dir anvertraut hat, schläft in der Nacht noch immer nicht durch. Das Kind, das Gott dir anvertraut hat, ist nicht immer deiner Meinung. Die Frau, die Gott dir anvertraut hat, aus dein Fleisch und dein Knochen und dein Blut, alles, ja, mit der hast du ab und zu Streit. Mit anderen Worten, alles, was Gott dir geschenkt hat als ein Wunder, hat immer auch einen Preis. Und dieser Preis, den wir bezahlen, muss gut hören, es ist so anstrengend. Es ist anstrengend. Der Segen von Gott kann anstrengend in deinem Leben sein. Viele sagen von uns, ich bin die einzige Person, die in Jesus glaubt. Ich fühle mich wie ein Fisch, ich schwinge in die falsche Richtung. Wenn du das Gefühl hast, du bist die einzige Person im Leben, denk an die Königin Esther, die sie sagen würde, du bist genau für den Moment geboren worden, um die Flagge von Jesus hochzuhalten für die Menschen, die es hören müssen und hören sollten. Alles, was richtig ist, ist anstrengend. Gesund ernähren finde ich anstrengend. Gummibärchen essen, easy. Diät, schwierig. Zunehmen, easy. Alles, was göttlich ist, hat einen Preis. Und ich meine sagen, auch wenn eine Gemeinde wechselt, Leute, hast du viele Angestellte, die sagen, ja. Aber Gott kennt das Maß, das du tragen kannst. Und ich möchte dieses Bild euch malen. Fülle dein Leben mit der Gegenwart von Gott. Jeden Tag voll. Hoppla. Ja. Jetzt mache ich das noch ein bisschen voll, halb. Gut, danke. Jetzt sage ich euch warum. Weil wenn du voll bist vom Heiligen Geist, voll, halb voll, leer. Der Feind kommt ja und lässt sich nicht in Ruhe und er zündet immer etwas an. Jetzt muss er gut zuhören. Stinkt ein bisschen Plastik, ich weiß, sollte man nicht machen, aber wir sind ja CO2-neutral. Jetzt achte auf dieses Bild. Wenn du voll bist, das funktioniert schon, schau nur. Da gebe ich noch ein bisschen Pfupf. Jetzt achte mal, bis wo brennt es mit Halbwasser? Schlimm. So, das ist voll. Siehst du, das ist voll.
Siehst du das? Und dieses Bild finde ich so krass. Weil wenn du vollgefüllt bist jeden Tag mit Dankbarkeit, da kann der Teufel machen, was er will. Es brennt nichts in dir weg. Und die Bibel sagt, kehr um zur ersten Liebe. Das heißt, es ist etwas Aktives. Beginn jeden Tag zu sagen, ich bin voll und ich bin nicht bereit, dass der Feind etwas in mir stillt. Vielen Dank, du bist entlassen. So. Kehre um. Und es geht genau nur bis zum Wasser. Und ich liebe diese Ilu, was mir bewusst macht. Umkehren zur ersten Liebe ist Dankbarkeit. Du kannst dir das nicht erlauben. Zu beten, Gott gibt mir eine Frau und hast eine Frau und dann meckerst. Hey, das ist ein No-Go. Hör mal gut zu. Ich habe es in Deutschland gesagt vor 2 Tagen und die Deutschen haben zugehört. Die Deutschen können meckern. Die Schweizer auch. Alle. Spielt gar keine Rolle, ob du vom Appenzell kommst, alle meckern. Die Zeit, die du für das Meckern investierst, schieß ein Gebet in den Himmel für ein Wunder. Und dann ist es besser platziert als beim Meckern. Amen. Meckern ändert nichts. Meckern ändert nichts. Ich möchte enden. Gott gibt der Gemeinde viele Dinge. Dann sagt in Vers 2, Vers 6, und ich liebe diesen Text, weil Gott geht mega hart in das Gericht, oder? Ich habe es manchmal auch, wenn ich jemanden coache. Ich habe ein paar Punkte, die ich gut finde und dann ein paar Punkte, die ich nicht gut finde. Und ich merke plötzlich, oh, jetzt war ich ein bisschen zu hart, oder? Kennst du das? Tränen laufen schon und denkt, oh meine Güte, Montagmorgen war unnötig. Ähnlich hier. Gott kritisiert hart und sagt, Vers 6, oh, okay, gut. Ich habe noch was gefunden, immerhin. Eines aber will ich dir noch zugute halten, da habe ich fast vergessen, sagt Gott. Dieses Treiben der Nikolaiten ebenso verhasst wie mir. Was sind die Nikolaiten? Es gibt verschiedene Auslegungen. Die Nikolaiten waren liberale Christen, die haben gesagt, ja, Sexualität. Sexualität, schwieriges Thema. Das kann man nicht so sehen. Da gibt es Spielraum. Kennt ihr das? Spielraum. Und die erste Gemeinde hat gesagt, nein. Ich sage euch, wieso haben sie gesagt, nein? Es gab eine Bibliothek, ich habe ein Bild mitgebracht, es gab eine Bibliothek in Ephesus. Und diese Bibliothek haben die Epheser gebraucht, um der Frau zu sagen, Schatz, ich gehe studieren. Und zwar den ganzen Tag. Und sie nahmen Wein mit, um zu studieren, weil dann ist es ein bisschen einfacher. Und was die Frauen nicht wussten, sie haben geglaubt, der Mann geht studieren, in der Bibliothek gab es eine Hintertüre und die Hintertüre führte direkt in das Bordell. So gingen die Männer studieren den ganzen Tag in das Bordell und kamen am Abend nach Hause und haben was gelernt. So war Ephesus total heuchlerisch. Und Paulus hat gesagt, das mit der Sexualität, Hintertüre, das könnt ihr vergessen. Es gibt einen reinen Gott, Gott schuf Mann und Frau. Und Sexualität gehört in diese Ehe. Und eine Hintertüre gibt es bei uns nicht. Und Gott sagt zu der Church, ich bin so stolz, dass ihr die Bibliothekstüre nicht zulässt, auch nicht in der Gemeinde. Der mit dem und die mit dem und dem mit dem und ein bisschen so. Nein, das habt ihr nicht toleriert. Gott sagt, das hasse ich auch. Vers 7, ich ende. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Gottesparadies steht. Und das liest man so und es macht keinen Sinn, es sei denn, man versteht Ephesus. Und zwar, ich habe ein Bild mitgebracht, es gab die Artemis. Und die Artemis war ja die Göttin der Fruchtbarkeit wie ein Baum. Die Epheser glaubten, wenn man sie anbetet, werden wir fruchtbar. Und man kann Sexualität ausleben, wie man will, aber Gott segnet das irgendwie. Und es endet mit diesem Text, weil ihr, die Nikolaiten, nicht duldet, ihr nicht bereit seid, eine Abkürzung zu geben.
werde dir alles, was der Himmel hat, an Frieden, an Freude, an Gerechtigkeit, alle diese Dinge werde ich euch geben. Und wenn ich mit dem ende, da kommt in mir so eine Begeisterung. Weil als ich zum Glauben an Jesus gefunden habe, vor vielen Jahren, das Gefühl, wenn Jesus dir deine Sünden vergibt, so ein krasses Erlebnis, so ein krasses Gefühl. Und dieses Gefühl, ich bin errettet durch die Gnade, ich habe es nicht verdient, darfst du nicht einen Moment in deinem Leben verlieren. Und ich sage euch warum. Ich war die letzten 2 Wochen, ich habe gepredigt auf der ganzen, also all over. Aber es gibt ein Ritual, über das spreche ich nie und ich möchte es auch in aller Demut sagen. Ich habe den Mut, das zu sagen, das ist ja Demut. Jedes Mal, wenn ich irgendwo auf einer Bühne stehe und ich bin Legastheniker, das merkt man nicht. Jedes Mal sage ich, Gott, hier bin ich. Ich hätte vor 30 Jahren alles dafür gegeben, dass ich das machen kann. Aber heute bin ich um 6 Uhr aufgestanden, musste dahin fliegen und ich bin müde. Da kommt ein Gefühl, oh, ich wäre gerne zu Hause wie meine Frau. Kennst du das? Und dann sage ich, Leo, diese Gefühle haben keinen Platz. Es ist ein Vorrecht. Es ist ein Privileg. Ich hätte alles dafür gegeben. Und ich werde heute alles dafür geben, als wäre das meine erste Predigt. Alles. 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 Und ich ende mit, wie ich das zusammenfasse. Versteht mich nicht, ich bin nicht perfekt, gell? Aber eine Sache habe ich mir etabliert, ist Dankbarkeit. Nimm nichts in deinem Leben selbstverständlich. Nichts. Alles. Jeden Moment. Auch jede Herausforderung, die du bewältigen darfst, ist eine Dankbarkeit. Hey, schön warst du heute dabei. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Menschen aufgebaut, sondern auf der Großzügigkeit von vielen. Und wenn du mit dabei sein möchtest und uns finanziell unterstützen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen. Vielen Dank auch für deine Gebete. Ich hoffe, die Predigt hat dir mega geholfen. Vielleicht denkst du, ich kenne genau eine Person in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch den Link weiter. Es ist so einfach und so simpel. Es kann zu einem großen Segen für viele, viele Menschen werden. Hast du nicht das Abonnement abonniert vom Kanal, dann mach das doch mal, weil du bekommst alle Good News, was kommt. Und ich freue mich, dich wieder zu sehen. Bis bald und tschüssi.